Ei, ei, ei. Ist das ein dunkler Wald. Ich irre schon seit 3 Tagen hier innen umeinander und finde einfach den Heimweg nicht. Mein schön goldiges Schloss. Ich war jagen mit einem Königkollegen von mir. Und dann haben wir Ciao gesagt. Und jetzt irre ich hier umeinander in dem Wald und suche mein Schloss. Überall hat es nur Bäume. Ah, ich bin ja gleich nicht ganz allein. Sind willkommen bei mir. Sagt einmal, seht ihr mein Schloss neben? Habt ihr es neben gesehen? Fahren. Was meinst du? Fahren. Ha? Fahren mit unserem Auto. Ja, ich habe kein Auto. Weisst, ich bin so ein alter König, da hat es erst Gutsche gegeben. Hast du ein hübsches Schloss mit Gold und Schmuck? Ein hübsches Schloss mit Gold und Schmuck, das habe ich. Aber ich finde es nicht mehr, es ist zum Verzweifeln. Seit 3 Tagen laufe ich hier umeinander und überall hat es immer nur Bäume, die ich suche. Und immer wenn ich meine, ich sehe es nebendurch schimmern, mein Schloss, dann war es entweder ein Bächli oder sonst etwas. Springen und suchen, dann findest du es schnell. Also, jetzt laufe ich noch ein bisschen schneller. Schloss! Schloss! Ganz Nützt alles nichts. Du musst Ach. überall. Ich kann schon. Und je überall, dass ich suche, desto mehr Bäume hat es. Der Wald wird immer tiefer. Und ich bin müde. Ich muss einmal ein bisschen absitzen. So, komm mal bei mir. Ist einfach zum Verzweifeln. Am Brunnen vor dem Tor, da steht ein Lindenbaum. Da sitzt jemand, das nicht noch gesehen. In meinem Wald. So ist recht. So ist recht. Was ist mit dem los? Ha, der hat ja goldige Kleider an. Und eine Krone. Hallo? Wer? Wer ist da? Ich bin das Schwarzmännchen. Das schwarze Männchen. Ja, so siehst du aus. Und was machst du da? Was machst du da? Oh, schwarzes Männchen. Eben mache ich nichts mehr. Ich suche mein Schloss, mein goldiges Schloss. Aber ich habe mich verirrt in dem Wald. Ich war jagen. Ich weiß. Wieso weißt du das? Ich weiß alles, was in dem Wald innen passiert. Das ist mein Wald. Ja, dann weißt du auch, wo mein Schloss ist. Weiß ich. Bitte, bitte, schwarzes Männchen. Komm und zeig mir den Weg heim. Ich mag bald nicht mehr. Mach ich schon. Also, dann komm. Nein. Ich möchte etwas haben dafür. Ha, du kannst alles haben. Hättest gern eine riesige Kiste voller Gold? Gold brauche ich kein. Mir geht's sonst gut. Oder soll ich meinem Hofschloss Oberbeck sagen, er soll dir jeden Sonntag einen feinen Butterzopf backen und dir da rausbringen? Butterzopf brauche ich nicht. Ich habe lieber Pilz, Wurzeln und Beere. Ja, so ein Wurzelmandli. Aber so sag doch auch endlich, was hättest du denn gern? Ich hätte gern das, wo dir zuallererst entgegenspringt, wenn du heimkommst. Ha, ja, kannst du gern haben. Und wenn's mein bester Hund ist, wenn ich nur den Weg heim finde. Soll mir recht sein? Soll mir recht sein? Dann komm. Aber dein bester Hund, den mag ich nicht. Mir ist etwas anderes lieb. Dein bester Hund, den mag ich nicht. Mir ist etwas anderes lieb.
So, warte noch, geht nicht mehr lang. Und wir sind schon fast daheim. Männli, kleines schwarzes Männli. Das ist ja mein Schloss. Ich hab's ja gesagt. Ich weiss es. Ist das gut? Ich danke dir. Du machst das wunderbar, wie du mich hierher führst. Und da ist ja der Schlossturm. Und schau, wer da raus schaut. Meine Tochter. Meine Tochter. Vater, du bist zurück. Endlich. Wir warten schon so lange auf dich. Oh, mein Kind. Ausgerechnet du. Was ausgerechnet du? Ich habe dich so gefreut, dass du da bist. Darum hat er entgegenrennen. So ist recht. Wer ist da, Vater? Das ist das kleine schwarze Männli aus dem Wald. Ja, dein Vater hat sich verirrt und ich habe ihn hierher geführt. Das ist aber lieb von dir, schwarzes Männli. Gell? Aber Vater, denk dran, du hast mir etwas versprochen. Ich weiss, ich habe etwas versprochen. Wisst ihr noch was, Kind? Was ich versprochen habe? Weisst du jetzt auch da gewesen? Was habe ich am Männli versprochen? Vater, was hast denn du versprochen? Meine Tochter, ich habe versprochen, dass ich am Männli das gebe, wo mir zuerst entgegenläuft, wenn ich heimkomme. Ah, und das bin ich gsi. Das bist du gsi, Ja. die jüngste Königstochter mit den langen Haaren. Herr König, und jetzt denk dran an dein Versprechen. Ich gehe jetzt zurück und in 7 Tagen komme ich wieder. 7 Tage. Und dann hole ich mir da, was mir gehört. Im Westen und der Magie, mir ist etwas anderes lieb. Vater, sag auch. Oh, meine Tochter, komm ins Schloss. Ich muss dir alles erzählen. Aber ich möchte doch eigentlich nicht, dass du gehst. Aber Vater, du hast es versprochen. Und was man verspricht, das muss man halten. Ich weiss es, meine Tochter. So komm, wir schauen, dass wir wenigstens noch 7 schöne Tage miteinander haben können. Könnt ihr auf 7 zählen? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Könnt ihr das auch in einer anderen Sprache? Nein, wer kann es in einer anderen Sprache? Der. Du, also, das tu mal. Sag mal. Den kann ich. Hä? Bis auf 10. Ja. Aber sie haben Gott sei Dank nur 7 Tage müssen warten. Machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kannst du auf Spanisch? Nein. Ich schon? Du schon. Und der Papi auch. Weißt du, Unos? Ich rede ja auf Deutsch. Und ich rede auch auf Wein. So viele Tage sind jetzt der Vater und die Königstochter mit den langen Haaren daheim gewesen. Das ist ein langes Warten. Was würdet ihr machen, wenn ihr so lange müsstet warten? Schlafen? Wäre wahrscheinlich am gescheitsten. Oder spielen? Und spielen und auf die Rose gehen und noch etwas trinken und dann daheim noch ein Schaf. Ja, das finde ich Und super. dann Fernsehen schauen. Ja, die haben eben auch noch keinen Fernseher gehabt. Die haben immer müssen durch den Schlossturm durchschauen. Und haben einfach gesehen, wie die Vögel pfeifen. Und draussen. dann Musiker durch Blümchen sammeln. Oh, das hat die Prinzessin auch noch gemacht. Aber sie hat immer ein bisschen geschielt und hat geschaut, kommt echt das Schwarzmännchen oder hat es mich vergessen. Aber am 7. Tag plötzlich ist jemand gekommen. Und jetzt müssen wir heulen wie der Weisswurf. Helfen. Müssen wir heulen wie der Weisswurf.
noch Leute rufen. Heult nochmal und helft mir. So ist gut. Nochmal. Königstochter Jüngste mit den langen Haaren. Die 7 Tage sind um. Komm raus und steig auf. Ich komme, weißer Wolf. Ich komme ja. Dann steig auf und frag nie, woher das geht und wie lang die Reise geht. Es ist noch weit bis zum Glasberg. Ist gut, weißer Wolf, aber bitte, lass mich noch schnell am Vater Ciao sagen. Mach das, Königstochter Jüngste, mit den langen Haaren, aber pressiere ein bisschen. Vater, leb wohl. Leb wohl, mein Kind. Leb wohl. Es kommt schon gut. Ich wünsche dir alles Gute. So, jetzt bin ich auch bereit. Denk dran, Königstochter mit den langen Haaren. Frag nie, wie lang es noch geht. Weißer Wolf, ich kann fast nicht mehr sitzen. Du laufst so schnell. Wie lang geht's noch? Frag nicht, Königstochter mit den langen Haaren. Frag nicht, es ist noch weit bis zum Glasberg. Weißer Wolf, weißer Wolf. Frag nicht, Königstochter, Geht's noch lang? frag nicht, es ist noch weit bis zum Glasberg. Weißer Wolf, geht's noch lang? Oh, Königstochter Jüngste mit den langen Haaren. Jetzt hast du 3-mal gefragt. Jetzt muss ich dich abwerfen. Und du musst allein weiter. Jetzt bin ich ganz allein da. Hätte ich doch nur nicht gefragt. Der weiße Wolf. Ich sehe ihn nicht mehr. Dort hinten ist er verschwunden. Was soll ich auch machen? Habt ihr eine Idee, was ich machen könnte? Ja, Hä? der schwarze Männchen kann ich fühlen. Schwarzes Männchen? Aber ich kann Du doch musst nicht... in den Wald springen. Aber dann finde ich den Weg auch nicht mehr raus. Das ist mir zu gefährlich. Und heimgehen, zurück aufs Schloss, kann ich auch nicht mehr. Der Weg ist so weit. Der Wolf, der ist so schnell, fast geflogen mit Ich mir. weiß, Was weißt du? wo das Schloss ist. Mein Schloss? Ich kann es nicht mehr. Und dann ist noch... Was sagst du noch? Ich weiß. Am Racontino rufen. Rufen mal. Racontino! Racontino! Ja, warum ruft ihr mehr? Hallo? Oh, Fräulein Prinzessin, was machst denn du da? Hey, habt ihr mehr gerufen? Ja. Was ist denn auch los? Oh, weisst du, Racontino, mich hat der weiße Wolf abgerührt. Oh, geht so? Das ist aber nicht lustig. Und jetzt? Jetzt weiss ich nicht weiter. Ich kann nicht zurück aufs Schloss, es ist viel zu weit. Und weisst du, was, Racontino? Etwas in meinem Herz sagt mir einfach, ich müsse dem weißen Wolf folgen. Ich müsse ihm nachgehen, ich müsse ihn suchen. Weisst du, wo der weiße Wolf ist? Nein, das weiss ich auch nicht. Aber, weisst du was? Ich glaube, da, was dir dein Herz sagt, das ist ganz sicher richtig.
Du musst dem weißen Wolf folgen. Du musst ihm nachlaufen. Aber wo soll ich denn durch, Raccontino? Ich weiss doch den Weg nicht. Warte mal. Ich muss einmal ein bisschen studieren. Yes! Bleib schön da und wart! Komm, Mara, komm! Wer ist denn nicht Mara schon wieder? Er hat mir gerufen! Der Raccontino hat mir gerufen! Ja, Sally, wer bist denn du? Ich bin die Mara! Kreie! Hui, dass du Kreie bist, gesehen ich. Bist eine liebe, schöne Kreie, Mara. Und der hat den Raccontino gerufen. Ja, und die Leute haben am Raccontino gerufen, er soll eine gute Idee haben. Und das bin ich, Kreie Mara. Weisst du seine Idee? Das ist aber gut. Sag mal, weisst du, wo der Weisse Wolf wohnt? Der Weisse Wolf? Da muss ich studieren. Wie sieht der Weisse Wolf aus? Sagt ihr ihm, wie der Weisse Wolf aussieht? Ganz wie. Der Weisse Wolf ist ganz weiss und ich bin schwarz. Das passt noch gut zusammen. Aber du musst jetzt nicht schauen, wer zusammenpasst. Weisst du, wo der Weisse Wolf wohnt? Wieso? Bist denn du überhaupt da, Prinzessin mit den langen Haaren? Oh, das ist eine lange Geschichte. Vielleicht kann sie ein Kind erzählen. Wisst ihr, was die Kreie will wissen? Dass er mich abgerührt hat, der Weisse Wolf. Weil, weisst, 3-mal habe ich gefragt, wie weit es noch geht. Und dann hat er mich nach dem 3. Mal abgerührt. Das ist nie gut, wenn wir 3-mal das Gleiche fragen. Aber weißt du was? Ich habe eine Idee. Hast du eine Idee? Komm, wir gehen. Nein, du musst noch schön da bleiben. Wir gehen miteinander zu der meiner alten Frau. Ich bin nämlich Kreie von einer lieben alten Frau. Und die rächelt am Löffel ein Süppli. Vielleicht gibt sie dir ja auch davon. Und vielleicht weiss sie, wo der Weisse Wolf daheim ist. Oh, das wäre schön. Geht's noch weit? Oh nein, ich frage nicht mehr, geht's noch weit? Komm schnell, wir gehen zu deiner alten Frau. Nur ein Gespräch. Da in dem Hütchen hinein wohnt sie. Oh, Prinzessin mit den langen Haaren. Ich muss mir ein feines Feuer machen. So. Jetzt. Und ein Süppli kochen. Da noch ein bisschen Petersilie drin, Basilikum und vom 1000 Güldenkraut. So. Ist schon gut, Mara, noch keine Aufregung. Schau, was ich mitgebracht habe. Was hast du, Kreie Mara? Jemand mitgebracht? Da, schau doch. Oh, das ist Prinzessin, Königstochter Jüngste mit den langen Haaren. Mit den langen Haaren. Und ja, der Raccontino hat mir gerührt. Und jetzt will sie wissen. Was willst du wissen? Liebe Frau, weisst du, wo der Weisse Wolf ist? Der Weisse Wolf? Was ist denn da? So. Ist ja so nicht gut. Nicht Spitze, Kreie Mara. Du suchst also den Weisse Wolf. Ja, liebe Frau. Weisst du, wo er wohnt? Nein, ich weiss nicht, wo er wohnt. Oh je, aber komm, meine Prinzessin, und wärm dich am Feuer. Wärm dich, das tut immer gut. Und vom Süppli mit dem 1000 Gulden kommt sie auch über. Natürlich, da, komm, iss ein. Hey, das stärkt mich wirklich.
ist das fein. Und da, mein Kind, hast du noch von meinen silbrigen Haaren. Gib eine Sorge, es sind die Haare von der Weisheit. Danke, liebe Frau. Danke. Ui. Verlier's nicht. Träge Sorge. So, jetzt. Ich komme dich noch nicht begleiten. Aber ich weiss ja gar nicht, wo ich her soll. Ach, stimmt. Frag den Wind. Der bläst in alle Ecken. Vielleicht weiss er, wo der Weisswolf ist. Danke, liebe Frau. Der Wind, gang du, das ist gut. Der bläst. Ciao, liebe Prinzessin mit den langen Haaren. Leb wohl, Mara. Leb wohl, liebe alte Frau. Aber Sie haben mir ja gerne gesagt, wo ich her soll. Jetzt muss ich den Wind allein finden. Wisst ihr, wo der Wind ist? Weiss es auch niemand. Von aussen. Also, dann gehe ich mal einfach weiter von aussen. Du musst ja viel springen, überall und noch schnell. Das geht dann. Und einfach bist du blond. Das geht dann. Muss fast verfrühen. Muss fast verfrühen, muss mir glaubes warmes Feuerli machen. Und Hunger habe ich auch. Ich koche mir ein Süppli. Da ist der Wind. Und den Windstoß drin. Was sagst du, der Wind? Der Wind ist da. Der Wind? Wer ruft mir am Wind? Ich. Die jüngste Königstochter mit den langen Haaren. Oh, schöne Königstochter mit den langen Haaren. Was machst denn du da? Oh, lieber Wind. Oh, liebe Kinder und liebe Grosse, sagen dir es am Wind, ich bin so müde. Was suche ich? Was suchst du? So Sex? Ich suche den Weisswolf. Der Weisswolf? Der Weisswolf? Ja, weisst, ich habe dummerweise dreimal gefragt, wie lange es noch geht. Da hätte er mich abrühren müssen. Das ist nie gut. Aber du blasest doch in jede Ecke. Du sollst doch wissen, wo der Weisswolf ist. Lass mich studieren. Tut mir leid, jüngste Königstochter mit den langen Haaren. Aber, weisst, genau heute habe ich nicht geblasen. Ich war ein bisschen zu lange an der Fasnacht. Jetzt muss ich ausruhen. Aber komm, wärm dich da am Feuerli. Es tut gut, dein Feuerli. Und iss ein bisschen von meinem Windstoßsüppli. So. Aber danke vielmals. Ich fühle mich auch schon wieder stark. Ich kann weiterreisen. Aber hast du eine Idee, zu wem ich gehen soll? Weisst du was? Frag die Sonne. Die scheint doch in hintersten Ecken auf der ganzen Welt. Die Sonne, ist das eine lange Reise? Oh ja, drum gebe ich dir da einen Windstoß mit. Gib ihm Sorge, du kannst ihn vielleicht noch brauchen. Und ich begleite dich. Danke, lieber Wind, danke.
leb wohl, Wind. Ist das ein weiter Weg. Aber jetzt hat mir die Frau geholfen und der Wind hat mir geholfen. Jetzt weiss ich wenigstens, wo ich weiter soll. Aber wie finde ich den Weg zu der Sonne? Weisst du was? Könntet ihr mir helfen, so ein Lied singen? Das könnt ihr doch alle. Du musst fliegen, dann kannst du, aber du kannst Ja, der Windstoß langt eben nicht, dass ich fliegen kann. Aber vielleicht, wenn ihr singen, kommt die Sonne. Aber du hast da unterwegs im Rhein, du hast doch wieder Schiene. Bitte bleibt der ganze Tag da, dass wir vorausgehen. Oh, du kannst im Rhein, du hast doch wieder Schiene. So, jetzt muss ich ein bisschen ausruhen. Man hat mir so wunderschön gesungen. Und wenn wir mehr so wunderschön singt, dann stand ich auf, auch wenn es draussen schneit und hudelt. Ich bin gern nach so langer Zeit wieder einmal da oben am Himmel. Kalt ist es. Ich glaube, ich muss mir ein Feuerli machen. So. Und so ein Sonnensüppli, das wäre auch etwas Feines. Die Sonne ist da. Wo ist die Sonne? Da, schau mal. Oh, Beim Feuerli. meinst du, sieht sie mich auch? Schau mal dort beim Feuerli. Wer kommt denn da? Der lang, weit Weg zu mir. Ich bin's, die jüngste Königstochter mit den langen Haaren. Schönes Kind, du hast schon einen langen Weg hinter dir. Was suchst? Liebe Sonne, ich suche den weißen Wolf. Du scheinst doch immer. Leider nicht immer. Aber du scheinst doch in alle kleinen Winkel von der ganzen Welt. Weisst du, wo der weiße Wolf ist? Lass mich nachdenken. Genau jetzt konnte ich nicht scheinen. Es sind dicke, schwere Schneewolken vor mir angesessen. Und es hat geschneit. Und die Wolken haben gelacht und haben alle Schnee ausgeleert, den sie nur finden konnten. Darum weiss ich nicht, wo dein weisser Wolf ist. Du weisst es auch nicht? Nein. Aber komm, wärm dich mal am Feuer. Ein Sonnenfeuer, das ist immer gut. Ich habe wirklich kalt bekommen auf meiner langen Reise. Hey, tut das gut. Und dann iss noch ein bisschen vom Sonnenstrahlensüppli. Danke vielmals, liebe Sonne. Ist gern geschehen, schönes Kind. Aber hast du eine Idee, wo ich weitergehen könnte? Ich denke, jemand, der dir helfen könnte, das könnte der Mond sein. Wölfe, die sind gern zur Nacht draussen. Und der Mond mit seinem Silberschein, der leuchtet auch im Wald unter alle Tannen. Gang zum Mond, frag ihn, vielleicht kann er dir wirklich helfen. Danke, liebe Sonne. Schau, da kommst noch einen warmen Sonnenstrahl über. Gib ihm Sorge, du kannst ihn vielleicht noch brauchen. Danke, danke, liebe Sonne.
Dann mache ich mich jetzt auf zum Mond. Leb wohl, schönes Kind. Leb wohl, Sonne. Wisst ihr, wo der Mond ist? Ist es echt nochmal so eine lange Reise? Nein, dort sind Sterne. Dort sind Sterne. Vielleicht kann ich auf einen von diesen Sternen abhöckeln und ein bisschen ausruhen. Oder kann die Sterne dir helfen? Vielleicht können mir die Sterne helfen. Aber wenn ich schaue, weiss nicht. Es dunkelt, es kommen schon wieder ein bisschen Wolken. Ich glaube, ich tue ein bisschen ruhen. Da bewegt sich etwas. Endlich, endlich sind auch die letzten Schneewolken weg. Und ich kann meinen silbrigen Schein wieder über die Erde schicken. Ich habe lange müssen warten. Ich mache das gern, zur Nacht, wenn die ganze Welt in ein silbriges Licht taucht. Aber ich glaube, ich brauche ein Feuerli. So. Und ein Mondscheinsüppli. Auch das täte gut. Der Mond. Der Mond. Da. Wo ist der Du, Mond? beim Feuerli. Beim Feuerli. Wo ist jetzt ein Feuerli? Ich sehe den Mond. Meinst du, sieht er mich auch? Wer kommt denn da zu mir? Mitten in der Nacht. Die Königstochter Jüngste mit den langen Haaren. Warum schlafst du nicht? Lieber Mond, ich bin auf einer langen Reise. Ich suche den weißen Wolf. Den weißen Wolf suchst du? Ja, die alte Frau mit den silbrigen Haaren von der Weisheit. Auch sie hat nicht gewusst, wo er ist. Dann bin ich zum Wind. Der musste noch ein bisschen ausruhen. Und die Sonne hat ihn auch nie gesehen. Hast ihn du gesehen? Lass mich noch studieren. Königstochter mit den langen Haaren. Aber komm und wärm dich an meinem Feuer. Das Mondscheinfeuer, das wärmt mitten in der Nacht. Es tut wirklich gut. Und da nimmst du ein bisschen von meinem Mondscheinsüppli. Auch das stärkt mich. Aber lieber Mond, studier doch, bitte. Du scheinst doch mit deinem Silberschein in alle Winkel. Ich studiere. Königstochter mit den langen Haaren. Ich glaub, ich weiss, wo dein weisser Wolf ist. Wo? Sag! Dein weisser Wolf ist in Glasberg. Wie finde ich den Glasberg? Ich tu dir leuchten, Königstochter mit den langen Haaren. Den wirst du finden. Komm, wir machen uns auf den Weg. Von da an musst du allein weitergehen. Danke, Mond. Danke. Hey, von da an muss ich allein weitergehen.
kommen. Meint ihr, ich finde den Glasberg? Was ist denn da? Da. Da. Ist es echt der? Ist da der Glasberg? Oh, ist der schön. Aber jetzt sollte ich doch irgendwie auf den Glasberg rauf. Komm, Mami. Musst nicht so pusten. Eva, ich kann gerade mehr liegen. Du, da ist schon jemand. Ja, sagt mal, was ist denn mit dir los? Meine Mami kann nicht mehr reden. Es ist so verknüsselt. Jetzt fange ich auch noch an husten. Probier. Ja, du musst gar nichts sagen. Meine Mami kann mir mein gute Nachtgeschichtchen nicht mehr erzählen. Es ist so verknüsselt. Ich bringe Kanton. Hat Ajos Mami oder der Papa auch schon keine gute Nachtgeschichtchen mehr erzählen können, weil sie so verknüsselt war. Weißt du, tragisch. Du! Was ist denn, kleine Nigel? Und kannst du meiner Mami nicht helfen? So dankbar. Wartet mal, ihr zwei. Da muss man doch helfen. Das ist wirklich tragisch. Weisst du was? Ich gebe euch ein bisschen von meinem Sonnenstrahl. So, jetzt. Und dann lege ich dir den Sonnenstrahl an. Und dann soll er dich wärmen. So ist gut. Der wärmt ihr wirklich so ein bisschen. Kannst auch ein bisschen besser schwätzen. Danke vielmals. Danke, liebe Prinzessin. Und jetzt kann man dir nämlich meine Mami bald wieder so gut Nachtgeschichte erzählen. Danke. Ist schon gut. Ist ja schon gut, ihr lieben Igel. Ist ja alles gut. Aber da glitzert ja etwas. Jetzt schaut auch. Der Mondschein. Hat er mir den vergessen mitzugeben? Vielleicht hilft mir ja der auch weiter. Lieber Mo, ich danke dir, dass du mir noch Mondschein hinterlassen hast. Danke. Aber jetzt muss ich mal probieren. Ich sollte doch auf den Glasberg. Hat nicht der Wolf gesagt, es ist noch weit bis zum Glasberg? Dann muss er doch da rein sein, meint ihr nicht auch? Ja, er ist da rein. Er ist da rein. Also, dann muss ich hoch. Ist das schlimmig? Du musst einfach kaputt machen, den. Wenn ich es kaputt mache, ein Glasberg, stell dir vor, alle die Scherben, das geht ja auch kaputt. Aber ich probiere es nochmal. Helft dir mal. Ich kann dir tragen. Kann ich mal Es tragen? geht einfach nicht. Austragen nützt nichts. Es ist schliffrig. Aber für Was mich... soll ich jetzt? Probiere ich es mal mit Springen. Ho. Ich kann dich tragen. Geht nicht. Was soll ich auch machen? Hört das? Königstochter, jüngste mit den langen Haaren. Maja, Kreie Mara, du bist zurückgekommen. Klar. Ich hab doch immer ein bisschen schauen, wo du hergehst. Oh, du bist eine liebe Mara. Kannst du mir helfen? Was soll ich dir helfen? Schau da. Da oben.
ist der weiße Wolf und ich sollte auf den Glasberg. Auf den Schliefli Glasberg. Ui. Hast du eine Idee, wie ich da hochkomme? Habt ihr eine Idee? Auch keine. Warte, ich muss einmal studieren. Ich habe eine Idee. Was hast du für eine Idee? Sag's Ich habe eine Idee. Nur fliegen. Nein. Also, sieh zu. Ui, zuerst probiere ich es mal allein. Ich komme auch nicht weiter. Aber kannst schon aufsitzen. Königstochter mit den langen Haaren. Aber das zweite sind wir noch. Ich kann dich auftragen, bring Geht nicht. Nein, auftragen nichts, da nicht. Es rutschen alle aus. Aber warte, ich muss jetzt studieren. Also studier, Kreienmara. Musst sagen, die Kreienmara. Gescheite Kreienmara. Studier. Ich studiere ja. Ich habe schliesslich ein Kreienhirn und nicht ein Spatzenhirn. Jetzt habe ich's! Was hast du? Ich habe eine Idee. Was hast du für eine Idee? Was? Psst. Er bastelt Eine Himmelsleiter. Wie willst denn du eine Himmelsleiter basteln? So, Königstochter mit den langen Haaren. Schau, da ist der Mondstrahl. Legen her. So, so ist gut. Herlegen. Und dann? Dann holen wir den Windstoß. Herlegen. Ja, ja, ja. Und jetzt hast du doch noch die silbrigen Haare von meiner lieben Frau. Ja, herlegen. Ja, ei, die haben ja Knöpfe. Die silbrigen Haare. Ist halt, sind halt ein bisschen alte Haare. Aber gescheit jetzt. Und jetzt? Und jetzt? Wart's ab! Königstochter mit den Haaren. Was sagst du jetzt? Wunderbar. Kreienmara, du bist ein Genie. Weißt du schon? Soll ich jetzt probieren? Aufsteigen. Helft mir. Ho, hopp, ho, hopp, ho, hopp, ho, hopp. Aber jetzt komme ich gleich nicht weiter. Ich habe Ich sag doch, schau mal, was da oben hat. Da hat es ja einen Haufen. Vielleicht möchte ich Haufen, dass ich mit ihr spiele. Aber ich komme nicht rauf. Kreienmara, hast du noch mal eine Idee? Warum kommst denn du nicht rauf? Warum ist denn die Leiter zu kurz? Hast du etwa noch mal einen Strahl gehabt? Ja, den Sonnenstrahl hatte ich. Und wo ist er geblieben? Ich habe ihn am Igel gegeben. Weisst, das Igelmami war so verkältet und verknüsselt. Sie hat keinen Ton mehr rausgebracht. Und dann hat sie seinem Igelkind nicht einmal mehr eine gute Nachtgeschichte erzählen. Das ist aber eine ganz traurige Geschichte. Ja, und jetzt? Ja, jetzt weiss sie halt auch nicht was. Muss ich noch mal ein bisschen studieren? Jetzt habe ich eine Idee. Königstochter, jüngste mit den langen Haaren. Komm. Wir müssen deine Haare haben. Meine Haare? Ja. So. Jetzt.
Hey, du hast die gleichen Knöpfe wie meine alte Frau, dabei hast du noch so junge Haare. Ja, jetzt ab und rauf. So hoch fliegen kann ich noch. Jetzt ist es gegangen. Jetzt kannst du wieder probieren. Schnell. Oh, helft mir noch mal. Und hoch. Und jetzt kann ich mir den Haar aufziehen. Oh, ist das gut kreien. Du bist wirklich ein gescheiter Vogel. Oh. Und die Harfe. Meinen, da tönt sie. Soll ich es mal probieren? Die jüngste Königstochter, noch im letzten Moment. Wenn sie heute nicht gekommen wäre, hätte ich jemand anderes heiraten. Jemand, den ich gar nicht gerne habe. Sie ist gekommen, die jüngste Königstochter. Ich spiele da, mein trauriges Lied. Ich weiß nicht wie und wo's, die jüngste Königstochter. Königstochter, jüngste, mit den langen Haaren. Wer ruft mir? Ich komm runter, ich hilf dir. So, komm, du hast jetzt lang genug die schöne Lied gesungen. Wer bist du? Ich bin der Wolfsprinz. Der Wolfsprinz? Und wo ist denn der Wolf? Ich war der Wolf, schöne Königstochter. Ich war auch das schwarze Männchen. Und ich musste so lange das schwarze Männchen sein und der weiße Wolf sein, bis eine Königstochter kommt, die ein gutes Herz hat und wo das haltet, was sie verspricht. Und wo erst noch etwas von sich hergibt, was sie so gern hat. Deine langen, schönen Haare. Du bist der weiße Wolf gsi? Und das schwarze Männchen? Oh ja. Und ich bin so glücklich, dass du gekommen bist, dass du die lange Reise gemacht hast, um mich zu suchen. Liebe Königstochter mit den langen Haaren, sag, willst du meine Frau werden? Oh, gern, lieber Wolfsprinz. Aber wir können doch nicht da bleiben. Nein, das müssen wir auch nicht. Wir gehen zurück aufs Schloss. Dein Vater, der möchte doch auch wissen, was mit dir passiert ist, wie es rausgekommen ist und was aus mir geworden ist. Er kennt mich ja gar nicht. Dann gehen wir. Aber weisst du den Weg? Es war so weit von da und von daheim, bis ich dich gefunden habe. Zusammen finden wir den Weg sicher. Bis nur getrost. Kleine Mara, bist du gekommen? Ich hab dich doch gesehen. Hab doch immer ein bisschen gigseln, was du bist. Ist das eine Freude, ist das eine Freude? Du, wir möchten zurück aufs Schloss. Kein Problem. Ich fliege voraus. Ist das eine Freude? Herr König,
ich bin zurück, ich bin da. Nein, mein Kind ist zurück. Meine Königstochter. Ist das eine Freude? Ist das schön? Ich komme gerade runter. Ich komme runter. Oh, da habe ich nicht mehr dran geglaubt. Vater, Vater. Oh, meine liebe Tochter. Ist das ein Glück. Aber wer hast du denn mitgebracht? Vater, das ist mein Bräutigam, mein zukünftiger Mann. Freut mich, junger Mann. Wer sind Sie? Herr König, ich bin der Wolfsprinz. Ich war das schwarze Männchen und ich war der weiße Wolf. Und die ganze Geschichte kennen Sie ja. Warum, dass ich Ihre Tochter haben wollte. Jetzt ist mir alles klar. Lieber König Vater, ich bitte Sie, darf ich Ihre Tochter heiraten? Was sagst du, mein Kind? Oh Vater, ich könnte doch keinen besseren Mann haben. Dann ist es auch mir recht. Mein Segen sollen ihr haben. Sind glücklich miteinander. Musik. Ich muss Musik holen. Und ich muss dem Koch sagen, er soll kochen. Das haben wir dir zu verdanken, Reihenmara. Und allen Kindern, allen Grossen. Ich bin so glücklich. Ist das schön? Ja.